Ja, wendet sich Gott wirklich nie von uns ab? Und ich denke, da mit dieser Frage verbunden ist wirklich die Frage, ja, wie steht Gott zu uns? Und ganz persönlich natürlich, wie steht Gott zu mir? Und ich denke an die vielen Momente auch in meinem Dienst, wo ich Menschen in den letzten Momenten einfach begleitet habe vor ihrem Tod. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Und wie schlau ist man, wenn man die Frage nicht auf den Tod aufschiebt, sondern die viel früher stellt. Als ich in meinem Sabbatical war, an einem Sonntag, wo ich einen Gottesdienst besucht habe, kam so in der Anbetungszeit wirklich das Wirken des Heiligen Geistes in besonderer Weise auch zu mir. Und ich spürte, wie Gott mir sagte, Matthias, ich ringe darum, dass du mir mit einem ungeteilten Herzen nachfolgst, von ganzem Herzen. Und ich dachte, ja, aber Herr Jesus, das mache ich ja. Und ich habe innerlich aber gemerkt, es gab wie, ohne dass ich jetzt ganz spezifisch wusste, was Gott meinte, spürte ich, wie Gott einfach sagte, Matthias, ich will dich dorthin ziehen, wo du vorbehaltlos, ohne dich innerlich irgendwie zu wehren, mir ganz einfach mit deinem Leben auslieferst. Und ich habe gemerkt, es hat etwas getan, auch bei mir. Ich sagte, Jesus, ich folge dir nach. Und er sagte, Matthias, das ist nicht die Frage. Meine Frage an dich geht viel, viel tiefer. Kann ich dein Herz ungeteilt einfach haben? Ist es ganz bei mir? Und mir wurde so bewusst, auch in der Predigtvorbereitung, wie sich eigentlich an dieser Frage von Gott zu uns nichts verändert hat. Und wie eigentlich die Beantwortung dieser Frage letztlich eben auch eine Antwort gibt auf die Frage, die wir uns in dieser Predigt stellen. Und ich kann mir vorstellen, mancher von uns hat vielleicht schon gedacht, ja, wie ist es denn jetzt mit Gott? Also ist jetzt Gott konsequent oder ist Gott gnädig? Ja, ist Gott Liebe oder ist er Zorn? Oder ist er geduldig oder ist er der Gott, der sagt, ja, jetzt hat es Konsequenzen? Und wir bringen diese beiden Pole von Gott so oft irgendwo auch nicht zusammen. Und ich möchte euch sagen, wir werden sie auch nicht zusammenbringen. Es bleibt ein Spannungsfeld darin. Aber wir werden sehen, dass Gott uns Antworten gibt, um uns gewiss zu machen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und darum geht es. Und bevor ich zum Text komme, denke ich, muss ich die Dramatik, die eigentlich diesen Text umgibt, noch etwas beschreiben, weil sonst denken wir einfach, ja, es ist nur ein geschichtliches Ereignis. Bevor Mose in unserem Text nachher von Gott nochmal gerufen wird, zu ihm zu kommen und diese 10 Gebote praktisch bei Gott abzuholen, ist etwas ganz Schreckliches passiert. Mose war bei Gott und seine Zeit auf dem Berg in Gottes Gegenwart ist viel länger gegangen, als Israel dachte. Und sie sagt, hey, Mose ist weg und so, komm, hey, der Gott, der nicht sichtbar ist, den machen wir uns jetzt sichtbar. Wir machen uns einen eigenen Gott. Und sie baten Aaron, den ersten Priester, dann erst letztlich in Israel, hey, mach uns doch so einen Gott nach unseren eigenen Vorstellungen. Und dieses goldene Kalb, heißt es dann, kam heraus aus dem Feuer, nachdem sie Ringe und alles andere eben eingeschmolzen hatten. Und Mose kommt runter und er sieht, wie die Menschen sich um dieses goldene Kalb herum scharen und eine Riesenparty stattfindet und er wird erschüttert in seinem Herzen, weil er merkt, genau der Gott, der mir seine Gebote gegeben hat, genau diesen Gott haben sie nach wenigen Tagen schon verlassen und machen sich ihren eigenen Gott. Und ich denke, das, was Israel damals tat, ist ein tiefes Grundproblem eigentlich von uns Menschen, dass wir uns alle versuchen, unseren eigenen Gott zu erschaffen. Und ich möchte jetzt lesen, weil Gott sagte, er gab dem Volk praktisch wie nochmal eine zweite Chance und er sagte zu Mose, hau dir 2 Steintafeln wie die ersten. Exodus 34 ab Vers 1. Danach werde ich auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten und keiner darf den Berg betreten. Nicht einmal die Schaf- und Ziegen- und Rinderherden dürfen in der Nähe des Berges weiden. Also meißelte Mose 2 Steintafeln zurecht, wie die beiden ersten.
Dem Befehl des Herrn gemäß stieg er früh am nächsten Morgen auf den Berg, die beiden Steintafeln in den Händen. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß und diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Da kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde und betete den Herrn an. Wollen wir noch kurz beten? Vater im Himmel, danke für diesen Text, den wir heute lesen dürfen. Und ich bete, dass du, Geist Gottes, diesen Text so ganz neu auch lebendig machst, dass du ihn aktuell machst, dass du ihn nimmst aus der damaligen Zeit und dass wir dein Herz und deine Gedanken, deine Pläne und Absichten mit uns Menschen besser und tiefer verstehen dürfen. Gib uns auch Verständnis für die eigenen Kämpfe, in denen wir stehen. Gib uns auch Einblick in das, was du in unserem Leben selbst tun willst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, nach dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb, da ist Mose zu Gott gegangen, Mose hat Gott um Vergebung gebeten für das Volk. Dem Volk tat es nachher auch leid. Und wir sehen eigentlich schon in diesen Versen drin, dass Gott, wenn ein Volk mal in die falsche Richtung geht, wenn ein Mensch in die falsche Richtung geht, dass Gott seinen Plan nicht aufgibt, sondern er sagt, hey, komm nochmal, ich gebe dir eine zweite Chance. Und ich finde das so gewaltig bei uns. Ich weiß nicht, ob dir auch schon mal der Geduldsfaden gerissen ist mit Leuten. Und dann sagst du, das wirst nie mehr. Oder du hast dir vielleicht selbst gesagt, ich werde nie mehr. Und wir sehen schon bei Gott, er sagt, hey, er ist der Gott der zweiten Chance. Und auf der anderen Seite sehen wir, Gott sind diese Gebote an uns Menschen. Und hier hat er diese 10 Gebote nochmal im Speziellen bekommen, sind so wichtig. Und er sagt, hau dir 2 Steintafeln wie die ersten und ich werde darauf die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben. Und darauf waren ja diese 10 Gebote, 4, die unsere Beziehung zu Gott regeln, 6, die unsere Beziehung untereinander regeln. Und diese 10 Gebote, ist interessant, zu denen als auch Jesus gestanden im Neuen Testament. Und er sagt, hey, das sind so wie die Magna Charta, der große Plan Gottes eigentlich für uns und für die Menschheit. Und weil sie so wichtig sind und weil wir in der Serie nicht Zeit haben, noch durch alle Gebote zu gehen, möchte ich aber wenigstens beim ersten anknüpfen heute. Und weil dieses erste Gebot, das heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war genau das Gebot, das Israel brach, während Mose diese Gebote bekam. Und das zeigt uns eigentlich auch, ich sage mal, fast wie paradox das eigentlich ist. Gott sagt, hey, das Wichtigste, damit beginnt alles andere, ist der Punkt, hab keine anderen Götter neben mir. Mose ist weg. Und was tut Israel? Schafft sich den eigenen Gott. Und ich weiß, wenn wir das heute so sagen, du sollst keine anderen Götter haben neben Gott, dann tönt das sehr einengend. Ich weiß auch nicht, keine anderen Götter neben Gott. Ich meine, das tönt sehr egoistisch, das tönt sehr, ich würde sagen, sehr absolut. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, da tut sich was in der Seele des Menschen und sagt, hey, wer kann solch einen Absolutheitsanspruch für sich auch beanspruchen? Aber wenn wir heute Morgen nachdenken über dieses erste Gebot, dann möchte ich Folgendes uns zeigen. Dieses Gebot von Gott war immer dazu da, uns Menschen Freiheit zu bringen. Es war nie dazu da, uns in dem Sinn einzuengen, sondern uns zu befreien. Warum? Schaut, tief in die Seele und die Herzen der Menschen ist etwas eingraviert. Wir haben ein Verlangen, etwas anzubeten. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Wenn ich in Albanien unten bin, dann sehe ich die jungen Männer und die fahren alle Mercedes. Das ist ihr Gott.
Das ist das Statussymbol. Wenn du den Wagen mit dem Stern drauf fährst, dann hast du es dort erreicht, dann bist du dabei. Und schönes Subjekt für die Polizeikontrolle. Und auch wir in unserem Leben, wir haben Dinge oder wir haben Menschen, die uns ganz wichtig sind. Und ich möchte 2 Beispiele nennen. Schau mal, ich möchte den Beruf mal nennen. Ich meine, es ist wirklich etwas Schönes, etwas Wunderschönes, wenn ein Mensch seine Gaben, die er hat, seine Befähigungen einsetzt und das zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Dazu hat uns Gott begabt für den Beruf. Aber wenn der Beruf wichtiger wird als Gott, hat das ganz krasse Auswirkungen in unserem Leben. Wir werden zu Sklaven der Arbeit. Wir bekommen irgendwann, je mehr Power wir haben, je mehr Einfluss wir haben im Geschäft, desto mehr kommen wir in ethische Konflikte hinein, in Bezug auf Ehrlichkeit, in Bezug auf Power, in Bezug auf Integrität. Und liebe Freunde, wenn die Arbeit unser Gott wird, siehst du in unserer Gesellschaft daran, am Schluss scheitern Ehen, scheitern Familien, Einzelbiografien, die Korruption, die fängt im Kleinen an und die hört im Großen nicht auf. Die fängt an im Kleinen bei der Spesenabrechnung, die getürkt wird. Die geht weiter über das Nichtbezahlen der Mehrwertsteuer an der deutschen Grenze, wenn man zum Shoppen war in Deutschland, und geht weiter bis zum großen Betrug. Und wir zeigen immer auf die Großen, die betrogen haben. Und wir sehen uns gar nicht drin, wie sehr uns eben oft auch Geld und der Beruf und etwas zu sein eben auch steuert. Man sagt, das ist nicht mein Ding, Matthias, trifft mich nicht, aber andere Menschen können unsere Götter sein. Schaut, es ist schön, wenn wir zum Segen von anderen leben. Es ist schön, wenn wir in der Liebe zu Menschen leben, mit Rücksichtnahme leben. Aber es ist etwas anderes, wenn Menschen zu Göttern werden. Liebe Freunde, in der Weltgeschichte haben Männer Frauen immer bewundert. Frauen können zu einem Gott werden für einen Mann. Männer haben Dinge getan, um Frauen zu gewinnen, die irre sind. Oder wenn uns die Meinung oder die Akzeptanz von anderen Menschen wichtiger wird, als was Gott sagt. Wenn wir die Anerkennung so sehr bei Menschen suchen, die Bestätigung, die Beglaubigung durch andere Leute. Wisst ihr was, dann werden wir in unserem Leben immer Gefangene der Meinung von anderen Menschen sein. Wir werden immer Gefangene derer um uns sein, die irgendwelchen Einfluss auf uns haben. Warum? Weil wir ihnen den Einfluss geben, weil wir so stark auf sie hören. Und wie viele Menschen sind daran gescheitert und sind nie zur Freiheit gekommen, die Gott uns eigentlich geben wollte. Und weißt du, was Freiheit ist? Gott gefallen zu wollen und über alles und ihm mehr als jedem einzelnen Menschen. Warum? Schau, hör mal, kein Mensch wird dir die Liebe geben, die du brauchst. Kein Mensch wird dir die Anerkennung geben, die du brauchst. Keiner. Der Einzige, der das kann, ist Gott. Und darum, wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, spricht er das Wort der Freiheit in unsere Leben hinein. Und er sagt, was immer dich so gefangen nimmt, sei es dein Hobby, sei es dein Geld, sogar dein Dienst für Gott kann dir wichtiger werden als Gott. Dann wirst du einem Götzen dienen, der dich in deinem Leben gefangen hält. Und ich hoffe, dass wir anfangen zu begreifen, dass die Gebote von Gott nicht da sind, um uns einzuengen, sondern uns maximale Freiheit zu geben in unserem Leben. In dem Moment, wo du Gott als deinen Gott in deinem Leben anerkennen kannst, wo du dich beugst vor Gott, dort fängt die Freiheit in deinem Leben an. Mose, er sieht, dass Israel anfing, an einem anderen Gott zu dienen und er steht für sie ein, er betet für sie und er sagt, ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde, wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Und was mich hier bewegt, ist eigentlich das Hirtenherz von Mose und er sagt, hör mal, Gott, selbst wenn ich habe es zwar nicht gemacht wie sie, aber ich identifiziere mich mit ihnen und sage, hey, wenn du ihnen nicht vergeben kannst, dann streich mich auch aus dem Buch. Und es ist für mich so wie ein Signal für Jesus, schon hier in diesem Text drin.
Jesus hat auch einmal gesagt, Herr, die Strafe und die Sünden, die Menschen begangen haben, leg die Strafe auf mich, damit sie frei sein können. Er hat sich so mit uns identifiziert, Jesus, obwohl er selbst von keiner Sünde wusste. Schaut, und ich möchte darauf eingehen, Gott ist es so wichtig, dass wir ihn ernst nehmen. Wir kommen heute zum Abendmahl und ich sage euch ganz offen, ich habe heute tief im Herzen, innerlich empfunden im Gebet, dass das heute ein Buß- und Umkehrgottesdienst sein wird für uns. Und zwar, warum? Weil Gott unsere Freiheit zum Ziel hat. Und warum? Schaut, es ist ihm so wichtig, bis heute nennt Gott das Übertreten, das Nichtbeachten seiner Gebote, nennt er Sünde. Und manchmal beachten wir es gar nicht bewusst nicht, manchmal weil wir uns das gar nicht bewusst sind. Und schaut, deshalb sagte David an einer Stelle auch, zeige mir die verborgenen Sünden. Wir brauchen das Licht des Heiligen Geistes, der uns auch zeigt Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht erkennen. Wir sind oft für nichts blinder als für unsere eigene Sünde. Und wenn der Heilige Geist kommt, ich weiß, dass manchmal für manche, das war für mich früher oft bedrohend, wenn ich dachte, der Heilige Geist zeigt mir meine Sünden. Heute sage ich, danke, Heiliger Geist, weil ich merke, es führt mich immer zu Jesus, es führt mich immer zum Kreuz, es führt mich immer zur Vergebung von Jesus Christus und damit eben auch zur Freiheit. Es ist ein liebevolles Wirken des Heiligen Geistes. Schaut, Sünde schmeckt für einen Moment süß. Sünde hat immer auch etwas Attraktives. Sie verspricht uns für einen Genuss, sie verspricht uns Freiheit. Aber sie bringt immer negative Konsequenzen. Und sie hat auch ewige Konsequenzen. Sie hat nicht nur Konsequenzen auf uns, auf unsere Seele oft, auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern sie hat auch ewige und daran denken viele Menschen gar nicht. Sie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Statt wir werden alle Gott als Richter begegnen, alle. Und manche werden Gott als Richter begegnen und ihr Leben wird in die ewige Verlorenheit gehen, weil sie Gott nie als Gott anerkannt haben, als ihren Gott anerkannt haben. Und es wird Christen geben, die werden vor dem Richterstuhl Gottes sein, die werden dort Verlust leiden im Sinne ihres Lohnes und weil sie Gott nicht als Gott anerkannt haben, auch als Christen. Weißt du, du kannst gläubig sein, das heißt noch nicht, dass Gott dein Gott ist. Für Israel war nie die Frage, dass Gott Gott ist. Für Israel war die große Frage, ob Gott der alleinige Gott ist oder ob er einer ihrer Götter ist. Das ist ein großer Unterschied, auch in unserem persönlichen Leben. Und deshalb sagte Jesus immer wieder eben auch die Worte, kehrt um, wendet euch ab, lasst euch mit Gott versöhnen, versöhnt euch untereinander als Geschwister mit dem Nächsten, mit dem Bruder. Und schaut, in diese Situation hinein spricht nun Gott und es ist interessant, was er tut. Er hätte sagen können, ich sage euch jetzt mal, wie traurig oder wie enttäuscht ich bin über euch, aber was tut Gott? Er glaubt daran, dass seine Güte den Menschen zur Umkehr leitet. Und was Gott tut in diesem Text, ist nichts anderes, als dass er Mose nochmal neu zeigt, wer er ist als Gott. Und er sagt ihm, ich bin der Herr, barmherzig und gnädig, meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergeben. Und ich möchte diesen Text bewusst im Hinblick auf Jesus auch auslegen, weil Jesus ist die Offenbarung von Gott in der Bibel. Und wir wollen diese Dinge mal ganz kurz anschauen. Ich bin der Herr. Jesus, er ist Herr. Wir haben es vorher gesungen. Er ist Herr. Er ist Herr über Tod. Er ist Herr über Krankheit. Er ist Herr über Not. Er ist der Herr aller Herren. Und wer zu ihm kommt, wird seine Kraft und wird seine Macht wirklich eben auch erleben. Er ist eingesetzt zur Rechten des Vaters. Wenn Jesus etwas sagt, geschieht es bis heute. Er ist der Herr.
Und er sagt, ich bin barmherzig. Er ist der Gott, der nicht einfach dreinschlägt. Er ist der Gott, dem der Geduldsfaden nie reißt. Er ist der Gott, der nicht sagt, ich werde hassig. Er ist nicht der Gott, der Fehlern in erster Linie mit Konsequenz und Klarheit einfach begegnen will, sondern der eben barmherzig sein will, der Menschen helfen will in ihrer Schwachheit, der nachsichtig ist, der sagt, hey, ich will dir in erster Linie helfen. Das Urteil ist schnell gesprochen über Menschen. Menschen zu helfen, das ist die schwierige Sache. Und dazu ist Jesus gekommen. Und er sagt, hey, meine Geduld ist groß. Er rastet nicht plötzlich aus, sondern er hat Geduld mit Menschen, er hat Geduld mit dir, er hat Geduld mit mir. Und das über viele Jahre hinweg übrigens. Er hat Geduld. Und seine Liebe ist groß. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist ein herrliches Wort. Ich habe mal als ich meinen Master gemacht habe, über dieses Wort eine längere Arbeit geschrieben. Dieses hebräische Wort Chesed, das so viel bedeutet wie eine überaus liebevolle, anteilnehmende Art einer Person. Und wir finden, in Psalm 136 finden wir das Wort 26 Mal drin. Deine Liebe ist groß, deine Güte ist groß. Und so ist unser Gott. Und er sagt, die hört niemals auf. Meine Güte hört niemals auf. Niemals, niemals. Und dann meine Treue ist groß. Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns treu ist, sogar wenn wir untreu werden. Er hört nie auf, treu zu sein. Und das ist übrigens ein Wesenszug, den Gott auch in uns hineinlegen will. Er ist treu auch zu seinem Wort. Wenn er etwas verspricht, dann hält er es auch. Und dann voll von Gnade, und das Wort, das hier gebraucht wird, das heißt eigentlich so viel wie in der Gnade, in der bewussten Zuwendung der Güte Gottes so stark, dass es einen Effekt hat auf Tausende von Generationen. Unglaublich stark. Und liebe Freunde, Gott möchte, dass wir so von ihm denken. Gott möchte, dass das unser Bild von Gott ist und prägt. Warum? Statt wenn wir so über Gott denken, nicht wie wir es uns selbst vorstellen, sondern wie Gott sich vorstellt, dann denken wir richtig über Gott. Und das wird die einzige Grundlage auch sein, ihm vom Herzen zu vertrauen und ihm unser Leben und unser Herzen ungeteilt wirklich auszuliefern. Dem Gott, dem schenke ich mein Herz gerne. Dem Gott, dem kann ich vertrauen, weil er sowas von viel besser ist als der beste Mensch, den ich kenne. Ich kann ja nicht mal mir selbst richtig vertrauen, aber ich kann Gott vertrauen. Er ist absolut vertrauenswürdig und ich glaube, er ringt darum, dass wir dieses Bild von ihm, diese Vorstellung, wie er ist, dass wir das tief in unser Herzen aufnehmen und wirklich so über Gott auch denken. Nun, jetzt sagst du, ja, ich habe den Text aber genauer gelesen als du, Matthias. Da heißt doch noch, dass Gott die Sünde nicht ungestraft lässt. Und wie ist das? Da heißt es, ich bestrafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Es gab mal so eine Lehre in charismatischen Kreisen. Da hat man angefangen, dass wenn Menschen seelsorgerliche Probleme haben, dann ist man immer beim selben gelandet. Man hat gesagt, da liegt ein Generationenfluch über dir. Und dann mussten die Menschen dann von diesen Flüchen freigesprochen werden. Und ich möchte euch heute Folgendes von der Bibel her aufzeigen. Es ist so, es gibt Sünden, die wir von den Eltern sozusagen wie übernehmen oder vererben. Und das sind Werte, das sind Verhaltensweisen, die Gott und seinem Wort widersprechen. Es kann Suchtverhalten sein, Kritiksucht, kann Überheblichkeit sein, können sexuelle Sünden sein, Unversöhnlichkeit. All diese Dinge nehmen wir mit, auch von unseren Elternhäusern. Das ist wahr. Und manche dieser Prägungen gehen sehr tief. Ich möchte auf 2 Arten antworten, was damit geschieht in unserem Leben. Erstens, die Bibel ist sonnenklar in dem Moment, wenn ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wird jede Art des Fluches in seinem Leben aufgehoben und zerbrochen.
Schaut, schon im Alten Testament sagte Hesekiel, viele Jahrhunderte später, die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Und es geht nachher weiter, der Text, und der Zusammenhang zeigt sehr deutlich auf, dass dort, wo Kinder sich bewusst für die Wege Gottes entscheiden, dass Gott die Sünde, die in einer Familie da ist, dass Gott diese Sünde aufhebt, im Sinne von, er wird es nicht mehr strafen. Du wirst nicht gerade stehen müssen für das, was deine Eltern getan haben. Und Galater 3,13 sagt uns die Bibel doch, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Und liebe Freunde, wenn Jesus schon uns von jeder Sünde freispricht, das ist das schlimmste Vergehen vor Gott, das Schlimmste, das es gibt. Wie viel mehr wird jeder Fluch, der irgendwo in einer Familie da ist, eben auch durch Christus aufgehoben werden. Aber es gibt Prägungen und das ist die andere Seite. Und an diesen Prägungen wirkt der Heilige Geist nachher in unserem Leben, dass wir die erkennen und sehen, hey, ich habe da gewisse Denkmuster, Verhaltensmuster mitgenommen aus meiner Familie. Und das ist der Prozess der Erneuerung, die wir dann durch den Heiligen Geist erleben können, dass wir solche Dinge erkennen. Was ein junger Mann bei mir damals in der Jugendgruppe sagte, hey, für meine Eltern war freier Sex immer okay, auch für Christen. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu sehen, das stimmt nicht. Und ich habe ihn gefragt, ja, was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis? Und er sagt, ich habe mich entschieden, ich werde mich ganz klar trennen von dem Werte- und Prägungssystem meiner Eltern und werde mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese neue Prägung der Heiligkeit und der Reinheit in mein Leben aufnehmen. Ich sage, das ist super, das ist super, das ist das. Hier werden jetzt die Flüche einer Familie aufgehoben in deiner persönlichen Entwicklung, die du mit Jesus Christus machst. Ist das nicht herrlich? Also gibt es andere Menschen, die sind in Familien groß geworden, da war Minderwertigkeit ein Riesenthema. Wir sind nicht so schlau wie die anderen, wir haben nicht so viel Geld wie die anderen, wir sind nicht so viel gut wie die anderen. Dann kommt jemand zu Christus und er merkt, ja, da muss sich etwas ändern und die Person fängt an zu erkennen, wer sie ist in Christus, ihren Wert zu erkennen in Christus und sagt, jawohl, ich denke nicht mehr wie meine Eltern und ich rede auch nicht mehr wie meine Eltern, sondern ich habe ein neues Wertesystem bekommen. Und so können wir viele, viele Beispiele machen. Jesus macht frei. Und lass mich noch mit dieser Geschichte auch enden an diesem Tag und dann unsere hauptsächliche Frage auch beantworten. Seit eines Tages wurde diese Frau zu Jesus gebracht, die frisch beim Ehebruch ertappt wurde. Und nach dem Gesetz des Mose hätte sie gesteinigt werden müssen. Und auch Jesus hatte nicht die Kraft, das Gesetz von Mose einfach aufzulösen. Und Jesus wusste, ich muss zu dem Gesetz, das wir damals im Himmel den Menschen gegeben haben, ich muss zu diesem Gesetz auch heute noch stehen, auch 2000 Jahre später. Und trotzdem sagt Jesus über dieser Frau und zu dieser Frau, wenn sie dich, und ich habe jetzt nicht Zeit für die ganze Geschichte, aber die umherliegenden Menschen kamen irgendwo auch zur Besinnung und wurden betroffen, weil sie plötzlich merkten, hey, wir alle sind Sünder, sagt er zu dieser Frau, sie verurteilen dich nicht mehr, ich werde dich auch nicht verurteilen. Nun, wie konnte Jesus ein Urteil aufheben, das Gott so klar in seinem Gesetzbuch mitgegeben hatte? Schaut, Jesus, er sah in diesem Moment voraus an das, was er am Kreuz tun würde. Dort am Kreuz von Golgatha hat Jesus das Urteil, er hat die Steinigung, die ihr gehört hätte, hat er am Kreuz von Golgatha getragen. Jesus ist eingestanden zwischen Gott und uns Menschen. Das war übrigens nicht Maria, das war Jesus. Der uns mit dem Vater versöhnt, ist nicht Maria, ist Jesus, sagt die Bibel sehr klar. Er hat gesagt, Vater, ich nehme die Strafe, die vollzogen werden muss, auf mich, damit sie frei sein können. Und Jesus hat dieses Opfer gebracht, damit seither alle Menschen, die an ihn glauben, alle Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen,
das Urteil, das sie verdienen würden, nicht tragen müssen, weil es auf Jesus ruht. Und Jesus, er hat dort auch Folgendes getan. Er hat das miterlebt, wie sich der Vater abgewandt hat von ihm. Und er hat ein für alle Mal die Abwendung Gottes auf sich genommen, damit Gott sich nie mehr von denen abwendet, die sich für ihn entschieden haben. Nie mehr. Ja, darum sagte Jesus in seiner Kernaussage, glaubt an das Evangelium, vertraut darauf, egal wie groß die Sünde ist, dass Gott vergibt, freispricht und das Gewissen reinigt. Aber er sagte noch etwas Zweites zu der Frau. Er sagte, geh und sündige nicht mehr. Jesus hat nicht nur einfach billige Gnade gebracht nach dem Motto Schwamm drüber. War übrigens kein Schwamm drüber. Das waren Nägel, die durch Jesu Hand gebohrt wurden. Er sagte, geh und sündige nicht mehr, sondern er sagte, wende dich bewusst ab in deinem Leben von jeder Art der Sünde. Und liebe Freunde, Sünde in unserem Leben sind manchmal nicht nur Verhaltenssünden. Sünden gehen oft viel, viel tiefer. Das kann eine Unwilligkeit sein Gott gegenüber, es kann eine innere Rebellion sein, das können Vorwürfe sein Gott gegenüber. Das können Ressentiments sein Gott gegenüber. Und er sagt, hey, kehrt um, wendet euch ab, vertraut diesem Gott, der gnädig, barmherzig, geduldig ist, dessen Gnade sich über Tausende von Generationen hin eben ergießt. Die Bibel sagt es so, wenn Christus euch also wirklich befreit hat, dann sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Und er sagt auch, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugeben, das wäre Sklaverei, sondern in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Und liebe Freunde, das ist geistliche Reife. Erstens, wenn wir ruhen in dem Werk, das Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wenn unsere Seele, unser Herz, unser Gewissen zur Ruhe kommt, dass Jesus für uns am Kreuz wirklich bezahlt hat. Dass keine Leistung, kein Bemühen uns vor Gott gerecht machen kann, sondern nur Jesus das getan hat. Wenn das mal tief ins Herz geschrieben ist, tief ins Herz gemeißelt wurde, liebe Freunde, das ist reif im Glauben. Da haben wir Zuversicht zu Gott. Und wir bauen nicht auf unsere eigenen Leistungen, wir bauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit oder wie cool oder wie gut wir sind, sondern wir bauen unser Leben allein auf Jesus. Das Zweite ist auch geistliche Reife, dass wir sagen, ich will in diesem Leben der Veränderung, der Erneuerung, der Vertiefung all dessen, was Jesus erworben hat, ich will darin leben. Und vielleicht bist du dir so einer Prägung in deinem Leben bewusst, aus deiner eigenen Familie vielleicht. Eine Prägung in deinem eigenen Denken und Verhalten, wo du einfach sagst, da brauche ich Freiheit davon, dann komm doch heute Morgen zum Heiligen Geist und sag ihm, du bist der, der mich frei macht, du bist der, der mich darin erneuert, du bist der, der mich auch heilt. Manche Prägungen sind sehr unheilsam für unser Leben. Sehr unheilsam. Und der Heilige Geist ist hier heute Morgen, um das zu tun. Und wenn wir nachher zum Abendmahl gehen, dann will ich eigentlich heute Morgen im Abendmahl nur noch feiern, was Jesus getan hat. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen zum Gebet und möchte uns einladen, dass wir uns ganz bewusst an diesem Tag so Jesus nahen. Und ich glaube, dass dieser Ruf, den ich damals vor ein paar Wochen gehört habe, dass es ein Ruf auch für uns als Gemeinde ist. Kannst du ihm dein Herz wirklich ungeteilt geben, ungeteilt ausliefern? Diesem wunderbaren und guten Gott, wo es weder logisch noch eigentlich emotional keinen Grund gibt, dass er allein nicht unser Gott sein sollte. Und dass wir uns vor diesem Gott beugen. Das tat übrigens Mose nachher nach dieser Geschichte. Das heißt, er beugte sich, er ging auf seine Knie und er betete Gott an.
Ich möchte zuerst in diese Runde fragen, ist jemand hier heute, der sagt, hey, ich habe mein Leben noch nie bewusst Jesus anvertraut, aber ich möchte an diesem Tag, möchte ich ihm mein Leben geben. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand einfach für einen Moment, sag, hier bin ich, ich brauche das. Ich möchte, dass Gott, dass er mein Gott ist. Dankeschön. Sind noch andere Menschen hier? Beten wir doch als Gemeinde mit denen, die diesen Wunsch jetzt in ihrem Herzen haben. Und ich möchte dich einladen, der du deine Hand erhoben hast, einfach in deinem Herzen oder bewusst auch mitzubeten und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich brauche Versöhnung mit Gott. Ich will keine anderen Götter mehr in meinem Leben haben. Du sollst mein Gott sein. Vergib mir meine Sünden. Schenke mir dein neues Leben. Und verändere du mich durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Dir vertraue ich. Amen. Hör mal, das ist dein Beginn mit Gott. Das ist dein Beginn mit diesem Gott, der dir Freiheit schenkt. Das ist mit diesem Gott, der barmherzig, geduldig, gnädig ist. Das ist diesen Gott, den wir besingen in dieser Kirche, den wir besingen seit Tausenden von Jahren. Und ich möchte, bevor wir zum Abendmahl kommen, uns wirklich auch in eine persönliche Begegnung mit Gott führen und dich einladen, dass du so vor Gott kommst und dir die Frage stellst, hey, bin ich Gott wirklich in meinem ganzen Leben, im Lebensbereich, bin ich ihm ganz ergeben? Oder ist vielleicht dieser Sonntag ein Sonntag, wo Gott dir sagt, hey, liefere dich mir doch ganz neu aus. Dein ganzes Herz, dein ganzes Wesen, einfach 100%. Und vielleicht spricht Gott gewisse Dinge an, vielleicht aber auch nicht. Aber lass es doch zu, dass Gott in diesem Moment dich seine Liebe spüren lässt und dass er deine Auslieferung wirklich bekommt. Dass er ganz neu Herr deines Lebens ist. Dass er ganz neu deine Gerechtigkeit ist. Dass er ganz neu dein Gott ist. Wenn du hier bist und du weißt, du hast irgendwo in deinem Leben gesündigt oder Sünde getan, dann bring es ihm doch jetzt und bitte ihn um Vergebung. Prüfe dein Herz auch. Prüfe dein Herz. Nicht im Sinne, bist du würdig, sondern prüfe dein Herz. Ist da irgendwie etwas, das du Jesus nicht bekannt hast? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du weißt, die hast du nie mit Gott geklärt, die bedürfen an diesem Morgen einer Reinigung in deinem Herzen? Komm zu Jesus. Setz dein Vertrauen auf ihn, auf sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Und du wirst Reinigung erfahren, du wirst auch Befreiung erfahren. Und du darfst dich ausstrecken zu diesem wunderbaren Geist und sagen, durch dich möchte ich verändert werden.